Wat, wann Gott mir noch schjeft? Gott seine Wege sind nicht immer leicht. Wiederholend hat wir Kämpfe in Täler von Thronen, en Volken betwiebelt wir unsere Entscheidung nicht Geld zu liehen. Von diesen Gedanken und was Gott uns in diesem Prozess weiß, kannst du in den Kapitel an einem kalten Band in, wo wirst du entscheiden, mehr lesen. Wenn Gott dir dort, was dir fehlt oder was du wünschst, nicht hilft, dann bedenk deine Pläne noch einmal. Hier sind wat Fragen, wat die helfen können, und vielleicht hast du selbst auch al an wat von dir gedacht. Vielleicht ist mein Plan nicht Gott sein Willen. Ist das bloß mein Projekt, mein eigensinniger Wunsch? Will ich mir bloß einen Namen machen oder beeindrucken, meinen Namen verbessern oder wat wichtig zu sagen haben? Das wird mit unserer ersten Firma, Euromerk, wir. Da sind Dinge, wat ich mir sehr wünscht, die ich aber noch nicht gekriegt habe. Sehe ich wellig länger zu lernen, was Gott mir da gibt, oder mir dort wisst, wo ich die kaufen kann, oder kann ich die sogar aufsehen, wenn Gott mir da überhaupt nicht geben will. Will ich bloß mein Reichtum sammeln? Gott hat kein Problem mit, wenn wir reich sind und die Menschen um uns sagen, kickt, das ist ein Christ, und sei mal, wo Gott auf der ist. Ganz im Gegenteil. Gott segnet Hiob, Isaac, Joseph, Jabes und mögt die reich. Aber am gefällt die Anstellung von dem reichen Getreidformer in Lukas 12, Vers 13 bis 21 nicht, wat sich nur seine große Art fern zu reiben und sich für das ewige Port von sein Leben durchab verleiht und auf sein Reichtum vertrüht. Gott überseht ihm, du nur, diese Nacht wird deine Seele von dir gefordert worden, und wer wird dort dann kriegen, was du die Weiche leicht hast. Lukas 12, Vers 20. Vielleicht hat Gott andere und viel bessere Plans für mich, für meine Kraft, meine Zeit und mein Geld. Wenn du was haben wirst, was Gott dir nicht geben will, wer ihn bessere Plans hat, oder wenn du bloß mehr haben wirst, dann pass ab. Die Bibel nennt dort Begier, und daran hat Gott über keinen gefallen. Mammon will dort zwischenstoppen und alles ansaten, die ab den falschen Stich abzuleiten, Gott seinen Plan für dein Leben zu vernichten. Eine von den geradsten Versicherungen in unserer Zeit ist der Reichtum. Das ist, wo so du jede Einzelheit bekicken und die fragen musst, ob das ein Segen von Mammon oder von Gott ist. Gott macht frei, Mammon macht die zum Sklav und macht die aufhängig. Folgst du Gott seinen finanziellen Rat? Vielleicht hebst du die gar nicht mit ewig genug auf. Vielleicht wirst du gar nicht besonders reich oder bekannt worden. Vielleicht wirst du mit deiner Familie bloß gut leben, ohne jeder Cent zu holen. Sei mal nur, ob du nicht all die biblischen Andeutungen und Vorschläge folgst, dort zu verdoppeln, was du all hast. Gibst du dort Tiende auf? Bringt mir dort volle Tiendel an meinen Specker an, so dat an mein Haus wat zu eten sind. Prüft mir damit auf, sagt der Herr, der alles regiert, und fängt ut, ob ich nicht verjünt, wo den Himmel aufmachen, in einen Serien raufscherden, so dat jünt dort everand. Malachi 3, Vers 10. Bist du barmherzig? Wat du die Arme gibst, liest du dem Herrn, und der wird dir dort trägt holen. Sprecher 19, Vers 17. Hast du einen Schatz im Himmel? Sammelt jünt nicht Schatze ab die Erde, wo Motten und Rost die abfreten, und die Stähle anbrechen und die stehlen. Aber sammelt jünt Schatze im Himmel, wo Motten und Rost die nicht verfreten, und die Stähle nicht nur groven und stehlen. Wils wo jünt Schatz ist, do wird jünt hart auch sein. Matthäus 6, Vers 19 bis 21. Jesus sagt ihm, wenn du wirst vollkommen sein, dann go und verkauf, was du hast, und gib dort für die Arme, und du wirst ein Schatz haben im Himmel. Und dann folg mir noch. Matthäus 19, Vers 21. Folgst du das Prinzip von seinen Äfsten? To Volken lebe gleichgültig und morgen nicht, was wir daunen und was dort verfolgen haft. Jünt nicht. Gott lässt sich nicht spotten. Was ein Mensch sagt, wird er auch ernten. Galater 6, Vers 7. Lot die Ältestas, die durch Gott verstanden, durch vergeholen worden, dort an doppelte Ehe traft, und besonders die am Predigen und Lehren schwor arbeiten. Wils die Schrift sagt, du sollst dem Ass nicht dort Müll bringen, wann der drascht. Und ein Arbeiter als seinen Lohn wird. 1. Timotheus 5, Vers 17 bis 18. Dit redt von wo die materielle Dinge von die, wat uns jässlich deinen, hantiert worden. Straft Gott mich für meine Fehler? Nee, diese Frage darfst du die nicht fragen. Aber einmal hat diese Frage die nicht doch, und daher will wir diese Frage mal ein bisschen einzelheitlicher bekicken.
Wann du Jesus Christus in dein Leben angelot hast, nennt zu kommen, in arm als Herrn Heiland bekannst, dann hast du seine Barmherzigkeit in Genot angenommen. Dit schlitt auch dort mit an, dat Jesus alle Straf für die Sinn, wat wir verdient hadden, auf sich genommen haft. Gott ist gerecht. Bei ihm ist keine Gefahr für doppelte Straf. Doch die Krankheit, die hij droeg, wie onze. Dat Lieden, wat ons traf, droeg hij. Aber wir dachten, Gott mög am Lieden en bestraft am. Doch wie hij in onze Sünden verlatzt, hij brug unja ons vergonnen dool. Op am lag die Straf, die ons heil mög, doordat dat hij die Schläge kreeg, sind wir gesund. Wir wären alle ab im Erwach, so als Schop, der jeder seinen eigenen Weg gonen. Aber der Herr lädt all uns angereicht seinen op am. Jesaja 53, Vers 4 bis 6. Wenn du Jesus als Herr und Heiland angenommen hast, haft Gott einen ewigen und festen Bund mit dir gemacht. Über diesen Bund sagt Gott dit. En ich will einen Bund mit anmachen, der op immer gut ist, en dat ist, dat ich an wo Gaude toekommen loten en wo nicht abhieren damit, en ich will ein Furcht am Hort geben, so dat sie nicht von mir wegdrehen. Dat wird für mich eine Freude sein, an Gaude toekommen loten, en ich will mit mein ganzes Hort en ganze Seil an Gott in dit Land anwarteln. Jeremia 32, Vers 40 bis 41. Wenn Gott die dort noch nicht gegeben hat, nur was du am gefragt hast, ist dort sicher nicht eine Strophe. Hat Gott eine schlechte Anstellung, gleicht er mir nicht, vielleicht hätt am dort Schein mir Lüren machen. Das sind alles Fragen, was du dir nicht fragen darfst, während der leicht mit Gott sein Wort geltungslos zu machen geht. Ich hab dort Gott ever gedacht, sagt der Herr, en wat ich für jünd geplant hab, ist Frieden, Erfolg und nicht Schoden. Ich will jünd eine Zukunft und Hoffnung geben. Jeremia 29, Vers 11. Ich hab alles recht getan, und Gott sieht mir immer noch nicht. Das ist nicht ehrlich. Wohnport von mein Dasein hab sich das verdient. Dort wir wat eine arbeitsame Früh im Jahr 1944 utraubt, als er verbammt, brennendes Haus antraf. So können wir uns auch fragen, mit wat für ein Port von uns Dasein wir einen Gott verdient haben, wat uns läuft und versorgt und seine Sehnungen ab uns geht. Wären wir Menschen verdienen Gott seine Sehnungen nicht. Wir haben uns den Fluch verdient, wat Gott über Adam und Eva utsprach. Sei den ersten Teil. Ich hab dort Folgen beschaut, wo ich so sehr versucht, mein Leben nur Gott seinen Willen zu leben. Ich wusste dort all meine Anstrengungen bloß Fleckerarbeit wir, und ich kann mir gesetzlich kein Recht nehmen für die Sehnungen davon. Aber ich musste so viel beteiligt gehen. Ist dort nicht angereicht? Dort Buch Hiob hält mich sehr am Umgang mit dieser Frage. Hiob kämpft mit Gott, aber er bleibt bei ihm, und zu guter Letzt gibt Gott ihm zweimal so viel, als er verloren hat. Ich will dir ermutigen, bleib stark, lass Gott deinen Charakter formen und die Dollar von materiellen Umständen unabhängig machen. Wir haben uns bloß den Fluch verdient, aber den hat Jesus für uns getragen. Das ist vor dich. Christus hat uns losgekauft von dem Fluch, den hat gesagt über uns bracht, dadurch, dass er den Fluch ab sich nimmt, wills dort steht geschrieben, wer am Kreuz hängt, ist verflucht. So dat Abraham sein sehen, der Christus Jesus ab die Welt gekommen ist. Und so haben wir den Geist gekriegt, der uns versprochen wir, wann wir geleben wurden. Galater 3, Vers 13 und 14. Wann wir Jesus sein Opfer am Kreuz für uns annehmen, können wir Gott seinen Sehen kriegen, was er Abraham all versprach, was auch das Materielle mit anschlitt. Der das alle ab Genot gegrinnt. Genot bedient nicht ein Daunstseinen, aber bedient ganz frei. Die Bibel enthält viel Information über Gott seine Prinzipien und was für ein Wort Gott als fruchtbar ankickt. Kick nur das Gleichnis von dem Formen in Matthäus 13. Krieg ich dort bloß nicht zu holen? Holdet am Sinn und wiederhol dat evaluiert. Ich will alles schreien, was Gott geplant hat, um mich zu sehnen. Wenn Gott mir was geben will, kann nichts in der Welt am davon aufholen. Sogar ein Feind von Gott sein Volk muss dort einmal tauschen. Gott ist nicht ein Mensch, der überlegen lädt, oder der Sehen von einem Mensch, dort er seine Meinung ändert. Soll er was sagen und dort nicht tun? Soll er was reden und sich nicht daran holen? Horch, mir ist angeordnet worden, das Volk zu sehnen, er hat dort gesehen, und ich kann dort nicht ändern. 4. Mose 23, Vers 19 und 20. Denk an die Wunder von Versorg, durch Elia und Elisa und an den Gehorsam von den zwei Wetfrühers. Vergeht auch nicht den Vers, was Petrus schreibt, als der Herr am Leid, den Tempeltag zu betonen, nur Matthäus 17. Der Gehorsam von dei, wat du mit bieweren, wie neidig,
anders wird das Wunder niemals passiert sein. Wenn Gott die gewisse Schritt gewesen hat, was du zu tun hast, dann mag die Schritt am Glauben. Will Gott mein Vertrauen auf am Deiper machen? Dort wird bedeuten, dass Gott die für meine Segnungen von am Reit machen will. Nicht so? Hier ist ein gutes Gebet, wo die even nachdenken kannst. Herr, mein Gott, ich sei ja dazu, dass ich voll von die abhängig sein will. Ich will dort haben, was du mir geben wirst. Ich will dort nicht haben, was du mir nicht geben wirst. Diese Entscheidung mag ich nur dem, dass der Feind mir was angeboten hat, was nur Segnungen leidt. Dank Gott, dass ich nicht dafür fall. Beholdet, wenn Gott die was geben will, kann keine Kraft in der Welt das verbieten. Und von der anderen Seite, wenn Gott die was wegnimmt, dann kannst du tun, was du willst, aber du wirst das nicht holen können. Sei ja mit dein ganzes Hort und vergeht das nicht. Dankeschön, Vater. Vielleicht sagt Gott die auf Probe oder vielleicht will er die ab nie wieder ableiten. Wenn das so ist, dann bedeutet das, dass er mit die Lehren angefangen hat. Du bist da in gute Gesellschaft. Ein von den 40 Jahren Reisdeichte Wüste seht er zu den Israeliten. Denkt daran, wo der Herr Gott die 40 Jahre auf der lange Reisdeichte Wildnis leidt. Er gibt schwere Erfahrungen und probt auf. Er will ihn demutig machen, dass er seinen kann Wort von einer Anstellung gehalten und auf je wurden seine Gebauten holen. Er leidt ihn hungrig worden und dann je für ihn Monate eten, so dass je und jene Menschen noch nie nicht Eier gegessen hatten. Er deidet am jün zu wiesen, dass einer nicht bloß von Brot lebt, aber dass einer sich auf alles verlassen kann, was der Herr sagt. Und in diese 40 Jahren sind jene Kleider nicht verbrucht worden und jene Feit sind nicht schlimm geworden. Denkt daran, dass der Herr jün Gott jün Strophen und Reich wiesen det, so als ein Vater sein Kind belehrt. Er leidt jün durch die große und fremde Wildnis, wo durch die jäftige Schlangen und jäftige Spanden wären. Und an der Drehe gehend, wo schier nicht einerlei Wunder zu finden ist, mög kein Wunder aus dem Hordenstein kommen, dort die zum Brücken hauen. In einer Wildnis je für jünd Monate eten, so dass jene Menschen noch nie nicht gekannt hatten. Der Herr schickt so eine schwere Tiden, jünd demutig zu machen und jünd aufzuproben, so dass jünd dort ab allein kann gut gehen. 5. Mose 8, Vers 2 bis 5 und 15 und 16.